recht so. Wir machen dem Feuer unter dem Füdle. Der Drache fegt weit über die Ebene, lässt die Burg tief unter sich und landet schliesslich in einem dichten Wald. Das ist ein magischer Ort. Rams Excalibur in den Felsen dort hinten. Mit einem Schrei holt Lili aus und sticht ohne zu zögern mit all ihrer Kraft das Excalibur in Stein. Das Schwert dringt in den Felsen, wie wenn er aus Butter wäre. Zurückstehen! Der Drache hüllt das Schwert in Flammen, bis es rot glühig ist und murmelt eine magische Formel. Jetzt ist es sicher und kann nur noch von dem Mensch rausgezogen werden, der seiner würdig ist. Der Artus. Wie gern würde ich den Auserwählten kennenlernen, aber meine Zeit ist gekommen. Ich muss euch jetzt leider verlassen. Sie tätschelt dem Drachen den Hals. Der hat eine Träne in den Augen. Bis bald, Herr Drache. Ich komme wieder beim nächsten Drachenfest. Versprochen. Im Ambrosius erklärt sie zum Abschied noch schnell, wie man eine Burg mit einem Burggraben und einem Zugtor schützen kann. Diese Idee habe ich auch schon seit langer Zeit. Kra, das ist nämlich eine Original-Ambrosius-Erfindung. Dann drückt Lili ihr Stoffmüsli ans Herz und wenig später landet sie auch schon in ihrem Zimmer. Sie versteckt das Lederzeug unter ihrem Bett und geht zu ihrem Bücherregal, wo sie das Buch rausnimmt, wo sie sich in der Bibliothek ausgelehnt hat. König Artus und die Ritter der Tafelrunde steht in goldigen Buchstaben drauf. Sie freut sich, die Geschichte ein zweites Mal zu lesen. Sie schlägt das erste Kapitel auf und liest, wie es einem jungen Mann namens Artus gelingt, das magische Schwert Excalibur aus dem Felsen zu ziehen. Eigentlich müsste ich auch ein Buch über Excalibur schreiben, weil ich ja die Einzige bin, die weiss, wie das Schwert in den Fels gekommen ist.